Die Damen und die Herren, herzlich willkommen bei dieser Sendung live aus dem Europaparlament. Wie gewinnt, berichten ich zusammen mit Isabel Wieseler über das Plenär. Schönen guten Morgen. Wir hatten eine ganz animierte Woche. Von meiner Seite aus war es natürlich an der Handelspolitik ein bisschen mehr unglückliches Evenement. Wie ihr wisst, haben wir einen Akkord mit der Schweiz, einen Handelsakkord, den aus ganz vielen einzelne kleinen Akkorden besteht. Wir haben probiert, nur über 50 Jahre, wo den Akkord gibt, für den zu modernisieren. Das ist wichtig, weil ganz viele Sachen noch nicht vorgesehen sind, notamment auch Garantien für Konkurrenzregeln um den aufzustimmen. Dafür haben wir probiert, über 7 Jahre verhandelt, für einen neuen Akkord mit den Schweizer zu kriegen. Mit dem Bundesrat von der Schweiz hat den abgekündigt, weil sie denken, wir gehen dort zu weit gehen. Wir fordern aber eigentlich nicht Ernsteres, wie wir sowieso auch bei den Briten gefordert haben. Wir wollen, wir gehen hin Accès zu unserem Marché intérieur. Und die Schweizer sind die am meisten von dem Marché intérieur profitieren. Von allen europäischen Ländern, wie auch von den sogenannten EFTA-Ländern, sind sie, die pro Kap am meisten profitieren. Die Schweizer machen da auch mehr Kommerz mit der Europäischen Union, wie mit zum Beispiel mit China, wie sie machen. Und das weist aber schon, wie wichtig das ist, auch unser viertwichtigsten Handelspartner von der Europäischen Union. Lo haben sie gesagt, sie geben die Verhandlungen aufbrechen. Ich bedauere das zutiefst. Wir haben eine ratierte Chance für uns, Verbindungen besser zu knappen. Man muss darf noch nicht vergessen, dass 1,5 Millionen EU-Bürger an der Schweiz leben, erschaffen und noch 400.000 Schweizer an der Europäischen Union, die viel Freiheiten haben. Mir hätte gerne gehabt, dass die Relationen besser gehen. Die Schweizer haben das aus einer populistischen Regierung verworfen. Ich bedauere das zutiefst. Wir können heute keine Bonien ausdelen, keine Ausnahme machen für die Schweizer, weil das wird von anderen Drittstaaten auch ganz genau unter die Lupe geholt. Und du musst mal gucken, dass wir auch kohärent bleiben, weil sonst verlieren wir eigentlich die Gleichstellung, die wir eigentlich für Drittländer gerne hätten. Muss equilibriert bleiben. Voilà. Wir haben das Woche an der Plenär mit einer größeren Majorität bedauert. Wir werden weiter aber auch als Hand ausstrecken, für die Verhandlungen abzuholen. Ich meine, das wäre wichtig für beide Seiten. Isabel, das Woche waren wir auch ein paar Dossiers am Kompetenzbereich, die an der Plenär diskutiert wurden. Not einmal über Konditionalität. Kannst du den Leuten ein bisschen erklären, worum es dabei ging? Richtig, das ist so, dass wir die Reinders, der Kommissar am Europaparlament hatten, weil das Europaparlament eine Resolution gestimmt hat, nachdem sie am vorgeholten Bericht, den die Kommission gemacht hat, über den Rechtsstaat an der Europäischen Union. Der Bericht hat sie gemacht, der geht dann über Altländer, an den letztes Jahr rauskommen. Wir haben eine neue Versprache gekriegt für Juli, dem man mit ganz viel Ungeduld werden. Und das ist ein Exerzice, der ganz wichtig ist, weil wir ja wirklich wollen mit der Rechtsstaatlichkeit an der Reihe sind, an Europa, und am europäischen Niveau. Wir wissen nicht ganz genau, in verschiedenen Ländern geht das mit der Rechtsstaatlichkeit nicht so, wie es sollte gehen. Mein auch du hast oft auch hauptsächlich schon an dem 4. Mandat darüber geschwärzt, den Ungarn und Polen gesehen, dass ganz schwierig mit sind, aber auch nicht die einzig. Wir müssen uns bewusst sein, dass auch nach anderen Punkten von Rechtsstaatlichkeit Schwierigkeiten stellen. Was wir aber auch betont haben am Parlament, dass die nicht gleichstellen kann, wenn in irgendeine Kleinigkeit an der Belgien oder zu Lützeburg oder in Frankreich gesagt, anstelle den das gleich, dann mit ganz schwer wirklich Sachen, die gegen Rechtsstaatlichkeit gehen, eben an Polen, an Ungarn, die nicht vielleicht immer als Beispiel genannt gehen, weil das wirklich ganz, ganz schwierig ist. Wir sind nicht mehr, ob ich kann von einer independenten Justiz schwätzen, an Ungarn, an Polen. Es sei noch, dass sie wirklich gegen Menschenrechte dafür gehen. Kann ich nicht so sagen. Ich meine, viel leidet man kriegt auch wegen dem Fußball. Und du kannst vielleicht auch so, was du gemacht hast an der Plenär. Sie haben ja wirklich gegen LGBTQI-Leute sich wirklich ausgedrückt, kann ich sagen, indem sie verboten haben, dass an den Schulbüchern über LGBTQI-Leute geschwärzt wird. Also das wirklich, sie setzen nicht hin, wie wenn eine Information
bei minderjährig als gefährlich schwer. Also so kann ihn nicht mit Menschen umgehen. Also ich fand nicht ganz schrecklich. Ich kann da ja auch ganz kurz so, noch wenn wir von Europa ausschwätzen, dass wir auch an der Stadt Lützeburg wirklich eine Resolution geholt haben, weil an Polen haben sie von Plätze geschwart, die frei von LGBTQI-Leuten sind. Das müssen sich auch vorstellen. Also, das erinnert mich um die schlimmsten Sachen, die ich in der Geschichte hören habe vom Zweiten Weltkrieg. Du wird gesagt, dass Plätze am Land frei sind von Leuten, die homosexuell sind oder auch eine andere Orientation, sexuelle Orientation haben. Das ist unbelievbar, ausgeschlossen aus einer Gegend. Das muss man sich vorstellen. Und dafür hat wir im Europaparlament eine Resolution gestimmt, für zu sagen, dass Europa ein Freedom Zone ist, eine Zone, wo die Leute eben frei sind. Ja. An der Stadt Lützeburg haben wir auch so eine Resolution gemacht für die Stadt Lützeburg. Und ich meine, sie nach einer Stadt, ich würde doch gemacht, sie noch nach einer Stadt zu Lützeburg die das gemacht. Für mich geht wirklich in eine Richtung, wo wir so eine Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, dass das ganz wichtig ist. Dafür war der Rapport auch so wichtig. Den gemacht ist, an den all Jahre zurückkommt, und mir nicht einmal gefragt, dass man nicht nur eine Beschreibung hat von dem, was nicht geht, mir wirklich konkret, was die Länder müssen machen, für sich in Konformität zu setzen mit der europäischen Legislation, aber doch geschieht, wenn dann nicht so ist. Und nun kommen wir zu der Konditionalität. Das Wort, das du benutzt hast am Anfang, Christoph. Konditionalität heißt, dass das europäische Budget, die Summen, die von Europa und Ländern gehen, dass die nicht gehen an die Länder, die Kondition, für Konditionalität, die Kondition nicht anhalten, dass der Rechtsstaat nicht anhalten. Die als Werte, also ja, und die der Rechtsstaat nicht anhalten. Ja. Ohne Rechtsstaat haben wir keine Demokratie. Und das ist maßgebend. Sie müssen sich um den Rechtsstaat halten, wenn sie wollen weiterhin hier Platz an der Union ganz anholen mit all den Rechten, die die Union eben gibt. Da müssen sie auch das respektieren, was die Europäische Union verlangt. Dafür Konditionalität, also mein Budget, wie so oft gesagt ging, an der Plenär zu diesem Debat, das einzige, was die Leute verstehen, die am Anfang gegen den Rechtsstaat gehen, das ist Suen. Und hier sind Suen gebunden dran, das heißt, wenn kein Rechtsstaat respektiert wird, da gibt es doch kein Suen von europäischer Seite. Ja, ich fand das ganz gut. Wir hatten noch effektiv die letzte Plenärsession auch ein Debat über die Situation an der Tschechischen Republik, wo effektiv ein liberale Politiker Ruder ist, den aber auch, wo immer gesagt wird, okay, die Suen gehen nicht ganz richtig angewandt, mit dem Rechtsstaat wie nicht eine Gefahr. Ich fand das auch an der Tschechischen Republik eine Gefahr. Du hast die Justiz effektiv auch nicht mehr unabhängig, wo den Procureur d'État unter Druck von der Justizminister schon müssen gehen, da das am Mengen an wirklich Rechtsstaatlichkeit an den Grundfesten erschüttert. Du musst man aber auch ganz klar wieder davon. Wir müssen unbedingt das Justizsystem haben, den independent kann funktionieren. Wenn den nicht mehr kann independent funktionieren, wenn den der Politik erleidet, da sind wir wirklich im verlorenen Posten. Justiz muss einfach gleich wie für sein. Und das ist auch das, was die Leute nach einer Demokratie Vertrauen behält. Weil sonst sind wir auch auf dem Niveau verloren. Man schon nur absolut nicht über Journalisten und über die Medien geschwärzt, mit das dafür reingehen, das auch von das bis verloren ist, wenn man die Wahrheit nicht mehr kennen und wenn man nicht einfach die Pluralität von den Medien haben, dass eben dann auf verschiedene Art und Weise für verschiedene Journalisten kann belichtet gehen, dass sie auch verlieren Posten. Effektiv, du hast auch meine Intervention an der Plenär angesprochen. Ich meine, da hat auch alle die Leute alle mitgekriegt, dass auch am Kader von der Fußball-Europameisterschaft ein größerer Skandal ging, wo ein Fußballstadion sollte an den Rebofarben belichtet gehen, wo die UEFA war dagegen ausgeschwert huet an wat an géint Grundprinzipien noch von der UEFA sind, die sich immer seht, sie gifen Toleranz promoveieren, Toleranz wie auch richtig unter Platz gewicht, wenn sie do en Zechen gesagt hätten, schon noch demonstrativ an der Plenär gesot, UEFA hat sich heimmer da ganz klar selbstgoal geschoss an schon hin an schon noch Rebofarben
Musk ugedo fir en Zechen zu setzen vun der Toleranz fir hun der Solidarität mat allerisen Kollegen die LGBTIQ sinn fir dat ganz klar zu demonstrieren und schmengen dat war eng gros Majoritéit an der Plenär, die dat och gemacht oder so versinn ganz hofrech, dat Parlament ha joch zu Summe steht. Ja, schon noch méi an der Sygien deswoch gehabt. Ich hat lechtcht nach verlängert Verhandlungen fir d Reform vun der gemeinsamer Agrarpolitik du Hummer halber Zo der nøcht op eng grosse Punkt op der Architektur wärt en Akkor fond, dat gewer lo ze lang ginn, wenn wir verhandeln haut doch noch weiter und op méi Detailfroen dat man schenk an enger separater Sendung fir darüber anzugoen. Mé sind du grösse Schritt weiterkommen werden dese wie gern doch den Akkor fannen op der Reform von der gemeinsamer Agrarpolitik. Me en andere großen Dossier, den natürlich auch als Jurend immens bewecht als dat europäisch Klimagesetz, das die echt an der Geschichte dat man Klimagesetz hunn, wo man auch lo en Akkor hun tschen dem Ministerrot an dem Europaparlament fir als Emissionen bis 2030 minus 55% zu reduzieren. Dat gëtt immens schwer, dat das immens ambitiös. Und dafür muss man auch all zu Summe schaffen. Und weil das gar nicht gerne an dem ganzen Debat, als da den just nach Heinz du ob die Prozentzahlen geklappt wird, wenn die enge Fraktion da denkt, sie muss die anderen 5 oder 10% mehr so mir als EVP haben dat gestimmt, was eigentlich am geringe Wahlprogramm 2019 für die Europawahlstung, aber das Regierungsposition als viel andere hun lo Bemol nach méi heich gepokert. Sie so war net, wie man du hënner solle kommen. Ich fand das wichtig, dass man als ambitiös Zieler setzen, mit dat man auch für allem de BW beschreiben, wie man du hinkommen. Und du brauchen wir Recherche, wir brauchen wirklich die Scientifik, den wissenschaftlichen Hintergrund für das zu machen, an die technische Machbarkeit, weil dort kein Wert, dass wir einfach an Europa die Boutique so machen und dann zum Beispiel Produktion aus Drittländern ranholen, wo man Gurke Kontrolle mit drüber hun, das bisschen eng NIMBY-Politik, not in my backyard, da soll man alles gut mit für allem nicht bei Eis du dat der wird nicht sinn. Und du haben also ganz klar angesagt, für eng Machbarkeitsstudie auch zu hun, an ob der basierend das Klimagesetz zu machen, da das wie gesagt immens ambitiös, das wird als alle gute fordern. Du musst auch jeder jemand uppacken, wenn man das will packen. All die wirtschaftlichen Sektoren, mir auch mir persönlich, musst gucken, wo wir können Sachen besser machen. Anders an der Mobilität, das ist natürlich auch ein großer Punkt. Me dat heiten ass wirklich Geschicht geschriwe ginn des woch an so froh, dat man dat durchkrit hunn. Wir wollen eng Klimaneutralität bis 2050 erreichen. An das Zwischenetapp von minus 55% bis 2030 ass du immens wichtig. Lo muss man dat auch noch mat kontinu füllen, dat man die richtig Handwegsgeschirrer an Platz setzen, fir dat man dat den erreichen. Du hast absolut recht, Christoph, von denen Zule Schweiz gehandhabt gin. Es so ja immer dat, wat man alle Guste wollen, als 100%. Das ist ja ganz klar. Du einfach nimmen Prozente ugin, ohne wie du gesagt hast, den Weg dazu zu beschreiben, hat absolut keinen Sinn. Also viel besser, mir so wat einen Schritt mal machen, an mir so wir gehen wirklich so weit wie möglich. Natürlich muss man Ziele haben, mit tut aber keinen Zweck. Eng Zuul du hin zu setzen an du nur net zu beschreiben, wie du hin kann. Ja. Aber für verschiedene Leute gerne gemerkt. Ja, an dem Kontext findet mir lang zu sehen, werde doch so schön noch gesund de W beschreiben. Du sind noch konkret mesureen, die lo Werte kommen, auch nach 4 Summer nennen den sich den Fit for 55, die 55% Paket den Kommission, die Europäische Kommission lo op de W soll bringen noch nach 4 Summer. Das ist natürlich ein Dossier, wo die Eidel Prozentzuel mat kontinu soll gefüllt gehen, und das wäre den Dossier sinn an Dossien, weil das an Sektoren, wo ich dann eben noch ganz aktiv werde mat schaffen an und da werden wir auch an den nächsten Monaten a Jahren nach viel zu berichten und zu schwätzen. Merci vielmals für die Nullausstreuen und dann gesehen wir bei der nächsten Pläne, die könnt geschwind lo am Juli. Ja, vielmals merci an hoffentlich bis geschwind bei dieser Sendung aus dem Europaparlament. Bis geschwind.